Ich habe schon lange Zeit nicht mehr so entspannt irgendwas machen können, bis mir aufgefallen ist. Ich habe mir gedacht, wieso ist er eigentlich so entspannt? Da stimmt doch was nicht, da steht doch was an. Und dann bin ich in sein Zimmer und hab's gesehen. Da saß er und hat was in der Hand. Ich hab's gleich gar nicht zuordnen können, weil das war kein Teil von mir. Das ist so ein Drum gewesen, wo es mal so an Steckdosen steckt, wo unten so ein Mittel drin ist, dass das Zimmer gut riecht. So ein Raumbefeuchter, Bedufter. Und ich weiß nicht, das Ding war anscheinend schon vom Vormieter da. Ich habe keine Ahnung, wo das hergehabt hat. Der hat das aufgeschraubt gehabt. Motorisch ist er der Wahnsinn gewesen schon in dem Alter. Und hat gerade dieses Flaschall so angesetzt und hat's ausgesoffen. Ich habe dann sofort gegoogelt, was ich jetzt tun muss, und dann kommt sehr schnell eben die 0899 240 Giftnotruf München. Es gibt nämlich keine Menschen auf der ganzen Welt, die so tiefenentspannt sind wie die Menschen, die beim Giftnotruf in München arbeiten. Ich weiß nicht, was die rauchen, aber irgendwas kriegen die da. Und dann kam ich und gesagt, hallo, ich weiß nicht, was ich mache, ich kann doch was ausbringen, ich weiß nicht, ob das giftig ist, ich habe Angst, dass der sterben muss, ich weiß nicht, ob das giftig ist, was muss ich machen? Und dann hat sie gesagt, jetzt bleiben Sie cool, das ist so den Signature-Satz, den sagen die ganz oft. Erklären Sie mir doch erst mal, was passiert ist. Ich habe gesagt, das habe ich doch gerade, mein Kind hat das ausdrungen, ich weiß nicht, ob das giftig ist. Dann hat sie gesagt, bleiben Sie cool, erklären Sie es mir langsam. Sie hat es hingebracht, dass ich dann irgendwann so entspannt war, dass ich zu entspannt war für die Situation. Ich habe es erst gemerkt, wie ich gehört habe, was ich gesagt habe, was ich gedacht habe. Sie hat dann gesagt, Frau Brandauer, wie schaut es denn aus? Haben Sie sonst irgendeine Veränderung an Ihrem Sohn bemerkt? Und ich höre mich sagen, ja, er riecht sehr gut. Das sollte man nicht machen in der Situation. Aber gut.